Speichert. Blablab. Machen wir ganz kurz. Vorschau. Geil. Ich glaube, das könnte das Thumbnail nehmen, ha? Hey, cool, damit könnt ihr eigentlich Thumbnails machen. Das ist geil. Da haben wir noch was, schau. Da haben wir noch einen Entdeckungsort, den machen wir noch mit. Den schlucken wir noch. Paar hart, da scheiße ich mir halt nichts mehr, gell? Oh. 100 gewählte Würdenträger. Was ist mit BH-Träger? Gibt's das auch? Na, wurscht. Büste von Perikles, römische Kopie eines älteren griechischen Originals. 2. Jahrhundert, Römerzeit. Hübsch. Entschuldigung, warte mal ganz kurz, ich muss so kurz einen Kaffee trinken. Heute ist der 29.3., wo ich das aufnehme. Ich muss gestehen, ich habe heute ein bisschen, obwohl es nicht, glaube ich, nicht auffällt, aber ich habe heute relative Atmungsprobleme, nicht nur durch die Katzenallergie, die ich habe, weil ich heute von meiner Freundin wieder zurückgekommen bin. Irgendwas dürfte schon wieder blühen, was ein bisschen so an meine Lungen geht. Also ich hoffe, es verzeiht mir das, wenn es ein bisschen so ein paar Schnapperherz von mir, gell? Es ist heute wirklich Graus. 100 gewählte Würdenträger. Obwohl man in Athen keine feste Bürokratie einrichtete, um die Abläufe in der Stadt und im gesamten Reich dauerhaft in geordneten Bahnen zu halten, wurden dennoch jedes Jahr über 1000 Beamte auserkoren, die die Athener Angelegenheiten abwickeln sollten. Die meisten dieser Würdenträger hatten nur sehr kleine Verantwortungsbereiche und gingen dieser Tätigkeit daher nur als Nebenbeschäftigung nach. Die überwältigende Mehrheit der Beamten wurde per Losverfahren ermittelt, doch die wichtigsten wurden per Abstimmung in die Volksversammlung auf ihren Posten gewählt. In beiden Fällen mussten sich Bürger, die ein solches Amt bekleiden wollten, zunächst selbst für selbiges nominieren. Bürger mussten 30 Jahre alt sein, um für die Position eines Beamten als qualifiziert zu gelten, und selbst dann konnten sie noch abgewiesen werden. Trotz dieser Einschränkungen wurden jährlich etwa 5% aller Athener Bürger in offizielle Ämter gewählt, ernannt oder ausgelost oder wurden Teil des Rates der 500. Je nach Jahr wurden bis zu 100 Würdenträger gewählt. Die wichtigsten von ihnen waren die 10 Heerführer oder Strategoi. Diese Feldherren waren offiziell mit militärischen Angelegenheiten betraut, doch im Verlauf des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeit weitete sich ihr Einfluss auch auf politische Fragen aus. So wurde Perikles beispielsweise von 443 bis 429 vor unserer Zeit 15 Mal zum Heerführer gewählt, und er nutzte diese Zeit, um seinen Griff um die Politik Athens zu festigen. Bildbeschreibung haben wir schon gehabt, ich blende euch da jetzt den Text einmal aus. So, schließen. Wow, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin begeistert. Was ist denn das da? Aha. Politik für Dummschwätzer. Warte mal kurz, ich stelle mir mit. Na gut, dann machen wir für heute das letzte. Boah, das Video dauert schon wieder 20 Minuten. Während einige Bürger nur an den Sitzungen der Ekklesia teilnahmen, konnten sich andere stärker in die Demokratie einbringen, indem sie sich zu Archonten wählen ließen. Alle Athener Bürger über 30 konnten sich als Archonten zur Wahl stellen. Gewählt wurden häufig geschickte Redner und charismatische Politiker, die so wesentlich mehr Einfluss auf wichtige Entscheidungen hatten als der durchschnittliche Bürger. Einer der berühmtesten Archonten war Perikles, der so beliebt war, dass er diese Position für 15 Jahre innehatte. Perikles. Die gefallenen Rede des Perikles, Gemälde von Philipp Volz 1805 bis 1877. Neuzeit. Mehr erfahren, bitte. Du große Fixname. Und das mit meiner Lungenheit. Toll. Archonten, mehr erfahren.
In der Theorie sollte die Athener Demokratie den Arbeitern genauso viel Macht verleihen wie den Adligen, doch in der Praxis blieb der Einfluss der Aristokratie stark. Dieses lag größtenteils daran, dass Adligen mehr Ressourcen zur Verfügung standen, wenn es um das Schmieden politischer Bündnisse und die Wahrung des Ansehens ging. Infolgedessen gehörten viele der im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit gewählten Offiziellen dem Adelsstand an. So machte sich beispielsweise der Staatsmann Perikles für viele Reformen stark, die die Macht der Aristokraten beschneiden sollten. Doch er selbst gehörte zu den Alkmaioniden, einer mächtigen Familie, die von sich behauptete, von homerischen Heroen Nestor abzustammen. Nach dem Tod von Perikles im Jahr 429 vor unserer Zeit entstand eine neue Form von Führungspersönlichkeiten, die nicht dem alten Adel entsprangen. Stattdessen handelte es sich bei ihnen um wohlhabende Kaufleute, deren Vermögen sich nicht auf Landbesitz, sondern auf Handel und kleinen Manufakturen gründete. Ihre Widersacher nannten sie Demagogen, was Anführer des gemeinen Volkes bedeutet. Gibt es denn in der heutigen Zeit einen Ausdruck, der sich Demagogie nennt? Vielleicht rührt er daher, man weiß es nie. Einer der frühesten bekanntesten Demagogen war Kleon, der seine Beliebtheit dadurch errang, dass er sich für politische Maßnahmen aussprach, von denen die allgemeine Bevölkerung profitieren sollte, zum Beispiel Geschworene für die Ausübung ihrer Pflicht zu entschädigen. Er war außerdem für seine ausgesprochen aggressive Haltung gegenüber Sparta im Peloponnesischen Krieg berühmt und für seinen Versuch, seine Gegner aus dem Amt zu entfernen, indem er sie mit falschen Beschuldigungen und Anklagen überzog. Also ich tue jetzt da mal den Text ausblenden. Ich möchte wissen, wie viel Aufwand für einen Maler in der Zeit der Aufwand war, also die Bilder zu malen, gell? Offiziell hatte jeder Athener Bürger, der über 20 Jahre alt war, das Recht, an der Versammlung teilzunehmen. Einige von ihnen lebten jedoch weit von der Stadt entfernt und andere konnten es sich nicht leisten, Arbeitstage für Versammlungen ausfallen zu lassen. Aus diesem Grund führte die Stadt im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung ein spezielles Tagegeld ein, den Mistos Ecclesiasticos, der zur Teilnahme ermutigen sollte. Ursprünglich waren es 2 Oboloi, aber der Politiker Kleon erhöhte ihn auf 3. Na bitte, Politik mal anders. Athena Obolos mit Athena auf der Vorderseite und einer Eule auf der Rückseite. Mehr erfahren. Ach du Scheiße, Alter, da ist so viel zum Lesen und ich mit meiner hinigen Gelungenheit teilhabe. In Aristophanes' Stück Die Archana zeigen sich die Bürger Athens derart desinteressiert an der Demokratie, dass sie die Pnyx verließen und stattdessen auf der Agora herumlungerten. Um dieser Teilnahmslosigkeit etwas entgegenzusetzen, durchstreifte eine Gruppe von Sklaven die Stadt und trieb die Bürger unter Einsatz rot gefärbter Seile zurück auf die Pnyx. Jeder Bürger, der zu fliehen versuchte, wurde mit der Farbe markiert und anschließend mit einer Geldstrafe für seine Verweigerung der Teilnahme am demokratischen Prozess belegt. Auch wenn die Handlung des Stücks eine Übertreibung darstellt, verhielt es sich durchaus so, dass die Stadt an Tagen, an denen die Volksversammlung zusammentrat, ihre Läden schloss und die Leute zur Pnyx zu lotsen versuchte. Dies liegt darin begründet, dass Athen im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit große Schwierigkeiten hatte, seine Bürger von der Teilnahme an der Volksversammlung zu überzeugen. Wundert mich nicht, wenn du es auf die heutige Zeit projektierst. Oder ja, kann man so sagen. Die Situation änderte sich im 4. Jahrhundert vor unserer Zeit, als man Bürger für die Teilnahme an solchen Zusammenkünften zu entschädigen begann, was half, den Verlust durch entgangene Arbeitsstunden auszugleichen. Zudem wurde die Pnyx vergrößert, um Platz für
um Platz für bis zu 8500 Bürger und einer zweiten Erweiterung sogar für 13.000 Bürger zu schaffen. Offenkundig war Geld als Motivationshilfe geeigneter als rote Seile. Das Rest haben wir schon gelesen. Sage ich jetzt einmal. Also die Athener links und die Eule auf der Münze oder was ist Dings rechts, gell? So. Nun zur letzten Station. Athen brachte viele Innovationen hervor, die großen Einfluss auf die moderne Gesellschaft hatten. Darunter Theater, Architektur und Philosophie. Der größte Beitrag war allerdings ihre demokratische Regierung, welche das Konzept einer Stadt einführte, die von ihren Bürgern regiert wurde. Die Entscheidung für eine demokratische Regierungsform wurde im Jahr 508 vor unserer Zeitrechnung getroffen. Sie hat die Zivilisation, wie wir sie kennen, geprägt und wirkt bis heute nach. Statuen der Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton, römische Marmorkopie eines griechischen Originals von Antenor von 477 vor unserer Zeit, 2. Jahrhundert Römerzeit. Natürlich, wenn man mehr erfahren hätte, das sind wir ja da. Ach du Scheiße. Demokratie als Vermächtnis. Im Jahr 1792 schrieb der amerikanische Revolutionär Thomas Paine in Die Rechte des Menschen: Was Athen im Kleinen war, wird Amerika im Großen sein. Auch wenn moderne Demokratien wesentlich größer und komplexer sind als die von Athen, teilen sie doch nach wie vor viele Eigenschaften mit ihr. So wie Athens Demokratie als Reaktion auf die Tyrannei des Peisistratos, das sind Namen, die kann ich nicht einmal spucken, und seiner Söhne aus der Taufe gehoben wurde, waren auch die einflussreichsten westlichen Demokratien zu Beginn eine Reaktion auf wahrgenommene Schreckensherrschaften. Die amerikanischen Kolonien begehrten gegen die Briten auf und die französischen Revolutionäre kämpften gegen das Ancien-Regime. Doch der womöglich beständigste Teil der Demokratie von Athen ist die Vorstellung, dass die politische Macht vom Volk ausgehen sollte. Das sehe ich auch so. Dieses zentrale Konzept wurde von griechischen Philosophen und Historikern auch unter der römischen Herrschaft bewahrt, von mittelalterlichen Gelehrten weitergegeben und von jenen politischen Aktivisten der Neuzeit hochgehalten, die die Grundsteine für unsere jetzigen Regierungssysteme legten. Blende ich dann nochmal aus. So. Und nun werden wir das Ganze beenden für heute. Ich werde diesen Part in 2 Teile schneiden. Ich muss es leider tun, ich muss meine Lungen ein bisschen schonen. Ich meine, ich habe viel zu viel aufgenommen für das, aber ich möchte heute noch ein bisschen was aufnehmen. Schön, dich wiederzusehen. Ja, Christi. Sicherlich fandest du es lehrreich, mehr über die inneren Abläufe der Stadt zu erfahren. Gibt es noch etwas, das du tun möchtest? Ich bin bereit. Das reicht fürs Erste. Nun gut, dann gehabe dich wohl. Ja, ich gehabe dich auch wohl. Warte mal, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo noch ein schönes Schnapsfötchen machen können zum Abschluss. Ja, da kann es. Okay. Da kann sich der Charakter nicht ducken. Schaut eigentlich. Warte mal kurz. Irgendwo gibt es ja die Möglichkeit. Ja, das ist dann die andere Seite von Athen, gell? Schauen wir. Zeig da was. Also ich finde die Ego-Perspektive ja auch geil, muss ich schon sagen. Da hast das prunkvolle Athen, gell? Mit dem Palast und alles, gell? Und da hast du dann das komplette Gegenteil davon. Wie halt in der heutigen Zeit auch. Reich,
arm. Reich, arm. Also beziehungsweise die Parallelen von damals und heute sind nicht unbedingt abzustreiten. So. Sehr schön. Gut, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wie gesagt, diesen Part werde ich in 2 Teilen hochladen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir erkunden weiterhin das alte Griechenland weit vor unserer Zeit und werden uns dann das nächste weiterhin wieder mit sowas beschäftigen. Bis zum nächsten Mal dann und Baba.